Agitten in Shalom Aleichem. Ich heiße בענעדיקט und ich bin der Programmdirektor beim Yiddish Liga. Ich will geben 2 Wörter wegen der Yiddish Liga, euch bekannt noch nicht. Die Yiddish Liga zielt aufzuhalten Yiddish wie eine moderne und lebendige Sprache und mutigt Menschen, als wir soll reden Yiddish in dem tagtäglichen Leben. Die Yiddish Liga gibt heraus ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die helfen euch, sich auszulernen an echt in einseitigen Yiddish. Wie euch halten wir gesäderliche Programme mit der Repräsentlichkeiten, Forscher, Singers, Akteuren, in Kulturtieren sind Tiers, was bringen euch einen Blick auf Yiddish in einseitigen Kultur. Und gebt euch eine Gelegenheit, mit sich zu kennen. Wir verbeten euch zu stützen die Yiddish Liga. Werdet ein Mitglied in Stütz, die einzige jiddische Organisation, wo alle ihre Unternehmungen auf Mame luschen. Kedai zu sehen, alle in den Produkten, Bücher, Wörter von der Woche und noch, geht auf leagueforyiddish.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr euch treffen auf unserem YouTube-Kanal. Und ich will euch bald stellen die Linken in dem Schmusskästel. Geht, lass mal rübergehen zu der einzige Programm. Eint haben wir das Vergnügen zu reden mit Professor Sandra Fox. Sie ist der Gastendicker Geilf-Professor für Hebräisch und Jiddische Limudim in New York Universität, wie euch Direktor von dem Archiv von der Amerikaner Jiddische Linke in der digitalischen Zukunft. Ich verstehe, das ist eine neue Position. Das Mazel Tov. Ihre Forschungsinteressen nehmen rein die amerikaner-jiddische Geschichte, die Geschichte von Jugend und Kindheit, jiddische Kultur und die Geschichte von Sexualität. Ihr frisches Buch, The Jews of Summer Camp and Jewish Culture and Postwar America, von Verlag Stanford Universität, behandelt die gelebte Überlebungen von der Jugend in noch milchumedige jiddische Sommerlagern. In das Ort findet zwischendurchlige Verhandlung in der Entwicklung von der amerikaner-jiddischen Kultur. Wir wollen einschmussen mit ihr wegen ihrer persönlichen Geschichte, ihrer Erwachsenschaft, ihr Lernen sich Jiddisch, in ihre einzige Rolle in Aktivism mit Scheiches zu Jiddisch. Beike wegen Feminism, wegen ihr Podcast Weibertay und wegen jiddische Sommerlagern in Amerika, so wie er gespielt, das ist das Thema von ihr Buch. Es ergibt ein Sosie. Agitten. Gerecht zu sein. Danke alle für kommen. Ja, sehr gut zusammen mit ihr an. Lassen wir uns eben mit der Frage, wir haben sie gesagt, biografische Strichen von dir. Lassen wir uns eben, wie bist du geboren? Ja, ein bisschen wegen deinem Kinderreich. Gut. Ich bin geboren geworden in Long Island, New York. Viele, wenn ich sage Long Island, wenn ich kann hören meinen Akzent, was ich gewöhnlich nicht zu weisen Menschen und ich bin von dort. Nicht, dass es so schlecht, aber ein Platz mit der Stereotypen. Und aufgewachsen wie ein jüdisches Kind, konservativer Heim, jüdischer Heim. In allgemein, halb von meiner Sprache, meine Mama-Seite ist mehr weltlich reformierte, etwas inzwischen von sie. Und meine Tats's-Seite ist mehr konservativer und orthodoxisch. Also ich bin aufgewachsen zwischen die alle Teilen von der amerikanischen Gehille und gegangen in eine öffentliche Schule. Alles gewesen normal gewesen. Ich meine, wenn es kommt zu die amerikanische jiddische Leben. Und ich weiß nicht, was noch zu sagen. Einer in der Sprache hat geredet Jiddisch? Ist es gewesen Jiddisch herum? Nein, im Ganzen nicht. Viele meiner Baba-Sedes haben, alle von sie haben nicht geredet Jiddisch. Ich meine, mein Tates Mama hat geredet Jiddisch öfter wie ein Kleinkind. Und vergessen alles Ding, weil sie hat gehabt a Baba, was hat nur geredet Jiddisch. Aber bis ich habe angehoben, sich zu lernen Jiddisch, ist sie schon nicht gewesen mit allem und mit Dementie. Ich weiß nicht, sie hat bei MS geredet, wie der Erwachsene. Aber es ist komisch, weil einer von sie ist in der Zoom, wie ein Kind, der Zennerling, habe ich sich gechavert mit einer von meinen besten Chaverten, Schiffer Whiteman. Ihr Tate ist da in der Zoom. Und öfter ihre Mama, ich weiß nicht. Und
is mir haben sich bekannt, wenn ich bin gewesen, 9 oder 10 Jahre alt in einer zionistischen Sommerlager, Dafke. Und ich meine, es zu lieb dem, was ich habe gekannt, ein Kind von einer jiddischistischen Heim, ist es käme nicht gewesen bei mir normal, was seinen Verein Menschen, was reden Jiddisch. Faktisch habe ich gemeint, dass das ist ganz normal. Du weißt, wenn du bist ein Kind und du kennst damit, was ist etwas oder ist verinteressiert in etwas, man das ist eine halbstammige Sache oder etwas, was Sachmenschen seinen verinteressiert in oder was, ich weiß nicht was, ist, wie ein Kind habe ich gehabt, der Eindruck, als Jiddischisten seine größte Teil von der amerikanischen jiddische Kehle. Und sie ist nicht gewesen die einzige von meinen Sommerlager und Jugendbewegung, Young Judea, was ist gewesen, ein Kind von einer jiddischistischen Heim, Liana Jellen ist euch gewesen. Ein Teil von dem haben wir sich bekannt, aber ein bisschen älter ist, ich meine, das hat gehabt eine große Haspur mir, weil wenn ich habe angehalten Graduierschule und öfter ist das gewesen eine späte dicke Frage an Schuldig oder so. Ich habe angehalten in dem Feld von Israel Studies, Israelische Limudim, und ganz gich, in die ersten 2 Jahre habe ich verstanden, als mein Interesse für amerikanische Geschichte, nur wie was ist aufgewachsen in einer zionistischen Zwiebel, habe ich kaum getracht von Amerikanern wie ein Volk, was hat eine Kultur und eine Geschichte, was ist interessant, was darf forschen und was man darf forschen und so weiter, ist ganz gich habe ich gebeten, mein Fokus in Graduierschule und war der Forschers von amerikanischer Geschichte ist Jiddisch wichtig. Nicht alle, was studieren in amerikanischer Geschichte, darf in Jiddisch, aber da seinen Themen, was haben nicht zu tun mit jiddischländige Jiden in Amerika, aber meiste amerikanische Historiker lernen sich, wie zu lernen Jiddisch. Ist dem Fakt, was ich habe schon gut bekannt mit Jiddischisten, nicht nur meine Chaverim oder Chavertes von die Kinderjahren, aber auch Menschen, was haben gewohnt in Brooklyn in jenen Jahren, hat es geholfen, als wenn ich habe manisch gedacht, ich lernen Jiddisch. Und ich meine, zu lieb die größere Gesellschaft um Jiddisch ist es geworden mehr etwas, was ich habe lieb, nicht nur etwas, was ich darf tun. Sehr schön. Aber ich habe nicht verstanden eine Sache. Bist du gegangen zu einem Sommerprogramm oder einem Sommercamp, was ist gewesen in Yiddish oder das noch gekannt dort Chavertes, was am Gerät Yiddish? Nein, es ist gewesen normale, halbstammige, zionistische American Jewish Summer Camp. Was heißt Camp Young Judea Sprout Lake und danach die Zennerling Tel Yehuda. Und ich weiß nicht, Adam, der Mann in Verbus, seine Kinder sind gegangen dort, aber nicht so wichtig. Zu pushen, ich meine, ich weiß nicht, für was so viele Jiddischisten sind gewesen dort. Ich hätte schon zu wissen, einer von unseren Tochters Chabetes von der Schule ist dort gegangen und wir hatten, no, so gut für ihr, so gut für uns. Ja. Wir hatten mal viele geguckt in dem Lager, hätten wir sehr weggeschickt. Und Tage in meiner Forschung habe ich bemerkt, dass das Sachmal also hat Älteren gemacht im Beschluss. Man hat gehört, dass Emetzer in der Kehila geht in jener Sommerlager, sie haben das lieb, gut, lassen wir schicken unsere Kinder dort. Das ist bestimmt gewesen ein happy accident. Du bist einfach interessiert in Yiddish und du gehst ein bisschen zu israelische Limudim. Welche Universität gehst du? Mein Doktorat habe ich gemacht in NYU und ich bin jetzt der Professor in NYU. Ich bin zurückgekommen nach ein paar Jahren. Ja, das NYU hat ein Programm in israelische Limudim, ein Center, was hat zu tun mit Medinas Yisrael. Und also habe ich angehalten. In Graduierschule bin ich gewesen ganz interessiert in
in Middle Eastern Studies und Oich mit Yisrael und ich habe gemeint, das habe ich gewollt forschen, aber alle die Themas von Anheb sind gewesen in Episoden Öifen verbinden mit amerikaner-jiddische Studien. Für Beispiel, ich meine, mein erster Forschungsprojekt ist gewesen wegen amerikaner-zionistische Jugendbewegungen und ihre Verbindungen mit Yisrael-dicke Bewegungen. Ist mehr gewesen, mein Interesse ist manchmal gewesen, wie so Amerikaner jeden nitten Yisrael wie etwas Mittel zu verstehen sich allein, zu verstehen jiddische Identität, zu vergleichen Golis mit Yisrael und mein Baljoetz von früher, Ron Zweig, hat gesagt, ich meine, du bist nicht war interessiert in Yisrael. Das hat damit nicht kein Sache zu tun mit Yisrael und mein Baljoetzke, nachdem Hasja Deiner hat mich angenommen und ich habe verstanden durch ihre Klassen von Reden mit ihr, das ist Tag mein Interesse, wie so nicht in Amerikaner jeden Yisrael wie Symbol und so weiter und man kann sehen, wie so das es spiegelt ab in mein Buch Oich. Viele, was ich habe geschrieben, eine Sache wegen die jiddische oder jiddisch-rendicke oder jiddische Kultur Zoomerlagerin, die hauptstammige jiddische Zoomerlagerin mit der Sache der Erziehung seien mehr, sie haben, der Spur ist eine Sache mehr Yisrael wie Yiddish. Ist, in einem Buch habe ich gekannt, damals vermischen die alle Sachen, was ich habe lieb zu forschen. Und nicht in alle drei Sprachen, was ich kann. Hebräisch, Jiddisch und Englisch. Englisch. So, erstes, wenn gehst du rein tiefer zu Yiddish, wo lernst du sich Yiddish? Ich habe angehoben, sich zu lernen Yiddish in 2013, meine ich, auf der Yiddish Farm. Naftali Edelmann, was ist gewesen der Anführer von der Yiddish Farm in jenen Jahren, hat zugesagt, dass nach einem Sommer wollte ich gekannt machen dem Examen in Yiddish in NYU und passieren. Ich weiß nicht, wie man sagt, passieren. Und ich habe gesagt, klingt wie ein guter Gedanke und euch hat es euch geklingen wie ein Sommerlager und ich habe lieb zu verbringen mit Menschen in einer Episode, was der Motto Sommerlager, euch der Jiddisch-Buch. Ist dort habe ich angehoben. Es ist gewesen mit Sliach. Aber der Anheb habe ich geredet mit der Sache-Tourism und es ist gewesen schwer, aber ich meine, das Programm ist gewesen sehr gut und jemand alle, was haben gemacht, das Programm später haben geredet Jiddisch. Gut, nicht perfekt, aber gut. Und haben gekannt damit reden, weil nicht, dass die alle ich will nicht sagen, dass etwas ist nicht gut mit den anderen Programmen. Ich habe gearbeitet bei sie, ich habe gemacht, Jivo, No Meat Power, die sind alle sehr gut. Aber die immersive Teil von Yiddish Farm ist speziell, oder ist gewähnt speziell. Ich weiß nicht, was tut sich dort mit dir. Ich fühle sich sehr mazeldig, was mein Moment von Anheben mit Yiddish ist gewesen nach derselben Moment, was der Yiddish Farm ist gewesen eine Sache. Das hat existiert in der Öife. Ich weiß nicht, was es tut jetzt der Bämme. Hua. Ja, auch hat einer geschrieben in Chat, in Schmuskessel, Hua. Lass mal ein bisschen gehen weiter. Wenn geht da rein der Feminism im Bild? Beiker mit Verbindung zu Yiddish. Wenn geht es da rein mit Weibertheit? Wenn hebt sich an der ganze... Ja, Feminism ist gekommen zu mir ganz jung, durch Musik. Ich will nicht reden zu viel wegen dem, aber es ist mal gewesen eine Bewegung in Indie-Rock, Punk-Rock-Musik, was hat geheißen Riot Girl. Und ich habe gehabt eine Cousine, was ist gewesen eine Riot Girl, 5 Jahre älter wie ich.
ist, denn ich bin gewesen ich weiß nicht, wenn ich gewesen um 12, 13 Jahre alt, habe ich gehört jene Musik und verstanden, als zu do etwas ein Problem auf der Welt, wenn es kommt zu Min und wenn es kommt zu Freien und Equalität. Und ich meine, als das ist gewesen relativ theoretisch, weil die Probleme, was man sieht auf der Welt, wenn man ein Kind oder ein Zerling, sind anders wie später. Und in Graduierschule habe ich gehabt, dass auch Momenten, in welchen ich habe verstanden, es ist nachher schwer für Frauen in der Arbeitswelt. Nicht so schwer, wie es ist immer gewesen, aber nachher schwer. Ich habe gehabt einen Professor, was hat mich gefragt, ich bin bei MS ernst, wenn es kommt zu meiner Karriere, und hat nicht gefragt dieselbe Sachen zu die männerischen Menschen in mein Programm. Eine Sache von sie sind nicht geblieben in Akademie, was ist nicht kein Problem, aber es ist pushet zu weiß etwas, als hat nicht bei MS gedacht, dass eine Frau wird bleiben in ihrer Karriere, weil einmal wird sein Kind, wird sein Mann und so weiter. Und solche Sachen, so eine Sachen. Und in der jiddischen Welt, wenn ich angehoben, sind alle meine Lehrer gewesen Männer und die Menschen, was haben gekannt, fließig reden Jiddisch in mein Zwiebel, nicht unbetum, aber in mein Zwiebel sind gewesen Männer. Und das ist nicht ihre Schuld, aber sie hat gemacht etwas eine moderne Spannung oder eine moderne, ich weiß nicht, wie soll ich erklären, viel auf Englisch, massiv. Wenn man hat eine Gruppe, was kann reden besser wie eine andere und es ist euch die Gruppe, was auf der Welt hat mehr Macht, kann es sein eine Schwierigkeit. Und ich habe bemerkt, dass in allgemein, dass es euch nicht in der jiddischen Welt, euch in Klasszimmern um der Welt, als Frauen gewöhnlich, weil das nicht allemal, aber gewöhnlich, reden nicht zu viel, bis sie seien sicher, was sie wollen sagen, oder bis sie seien sicher, sie können sagen, was sie wollen sagen. Und das heißt, dass in allgemein die Frauen, was ich habe gekannt in der jiddischen Welt, haben geredet weniger wie die Männer, oder haben nicht gewählt, sie haben sich nicht gefühlt sicher mit sich. Und das macht eine Spur auf alles Ding. Es ist nicht nur ein Problem in der jiddischen Welt bechlall, nur in allgemein, als Frauen warten, bis sie seien sicher. Nicht alle, aber eine Sache. Und ich meine, als in Jiddisch ist das Tage gewesen ein Problem, weil ich meine, es ist eine Sache, neue Jiddischisten fühlen sich, als sie können nicht reden, bis sie seien fließig genug. Ich bin noch alt nicht fließig genug. Ich fühle dich noch alt, als ich bin nicht fließig genug zu sein in einem Interview mit dir in der Jiddisch-Liga. Und ich habe schon studiert Jiddisch, ich weiß nicht mehr wie, knapp 10 Jahre, oder it's 10 Jahre, wow, mamisch 10 Jahre. Sie fühlen sich als seinen voran Gatekeepers, ich weiß nicht, wie sie zu sagen auf Jiddisch, was wollen nicht, dass sie sollen reden Jiddisch, bis sie seinen fließig genug. Ich meine, als mein Guckwinkel wie ein Feminist und wie ein neuer Jiddischist in jenen Jahren hat mich geführt zu machen Weiberteit, weil ich gemeint, dass eine junge Frau darf machen etwas, was weiß der Eulam, als viele, wenn man ist nicht fließig, kann man machen etwas auf Jiddisch. Weil ich meine, perfekt Jiddisch ist sehr schwer zu erreichen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer heutzutage. Und you don't want to let the perfect be the enemy of the good. Is a viele, was ich bin gewesen, eine Sache weniger fließig damals, wenn ich habe angehoben Weiberteit in 2016, habe ich gemeint, dass das ist wichtig und das ist, wie so meine Ideologien haben sich bekannt oder gewonnene Verbindung zwischen sie.
Oh, wow. Ich will zurückgehen zu der Frage vom Feminism mit Jiddisch, aber lass mal nicht gehen zu der mehr technische Pratim. Wenn kommt dir rein der Gedanke, lass mal machen Weiberdeutsch? So, ich verstehe, was der Gedanke ist gekommen, wenn ist das gekommen? Mein zweiter Zoomer von Verbringen nach der Jiddisch Farm, nicht gewesen ein offizielles Programm, habe ich gemacht eine Episode von einer YouTube-Serie, was heißt Shtetl Girls. Was gewesen mehr oder weniger ein Witz, gewesen ein Gemisch von Girls, HBO's Girls und das Leben auf der Farm. Ich weiß nicht, diese existiert noch alles auf YouTube. Ich muss sagen, will ich nicht, dass es so existiert noch alles auf YouTube. Ich bin jetzt der Professor und es ist ein bisschen modne. Das ist gewesen mein erster Schritt in machen etwas schäferisch und der Heintig auf Yiddish. Und was hat gehabt zu tun mit Steuern. Und ich weiß nicht, das gewesen ein Jahr oder 2 Jahre später, habe ich verstanden, als ein Podcast ist gewesen ein besseres Mittel für mir. Film ist kompliziert und ich habe lieb Podcasten, das ist ich weiß nicht, ich höre sich zu Sachpodcasten nach alt, der Multi-Episode viele mehr. Und es ist ein sehr gutes Mittel, weil es ist big of dick und es ist gering für alle zu dergleichen. Man kennt sich zuhören, wenn man macht, wascht Kehlen oder wenn man geht auf der Unterbahn oder was es soll nicht sein. Ich weiß, ich gedenke nicht pink, wenn der Gedanke ist mir eingefallen, aber es ist gewesen früher, wie es hat angehört. Ich meine, in 2016, in Herbst 2016, gleich vor der Verwaltung von Trump, ich habe gewohnt damals in Tel Aviv auf eine Stückzeit und mein jetziger Mann, damals mein Chaver, hat gesagt, du weißt, das ist eine gute Zeit für dir zu machen, dein Projekt, weil du denkst nach Jiddisch und das ist ein Weg für dir zu arbeiten und zu reden Jiddisch noch als wenn du bist in Israel, nicht mit deiner jiddisch-ländischen Freund und zu lieb sein Stoiß habe ich das angehoben. Mamisch, ich meine, einfach von der Verwaltung, ich meine, der zweite Episode haben wir gedacht, prozessieren, was ist geschehen in Amerika und damals ist es angehalten. In seitdem, wie viele Kapitel sind schon auf? Was? Seitdem, wie viele Kapitel sind schon auf? 61. Wow. Aber ich muss sich mal sein, also in den letzten Jahren gar nicht. Es ist etwas, it's etwas Hauptsache. Mein Leben ist gut, mein persönliches Leben, mein professionelles Leben ist geworden ein bisschen mehr Meshuggah in den letzten Jahren. Aber ich hoffe, dass ich will zurückkommen zu dem oder geben der Projekt zu jüngeren jiddisches Kirche. Das ist ich meine, das ist mir öfter der Zeit bei mir. Oi, wenn man zu will. So, was sind die Kapitel? Mit wem redest du? Was sind die Themen? Zieh ich gedenkt, nein. Ja, nicht allein in 60, aber... Ja. Well, in Anhieb habe ich gerade eine Sache mit meiner Chavertes, weil ich habe gekannt meine Chavertes, was halt in Jiddisch. Und was ist gewesen schön mit in jener Zeit ist eine Sache von meiner Chavertes damals, was haben geredet Jiddisch, Lamaschel, wie Schiffer White Man, und ich weiß nicht, Chana Masur, es auch Menschen, sie reden Jiddisch, aber sie arbeiten nicht dafür in Jiddisch. Sie sind damals meine beliebste Menschen zu interviewen, nicht Menschen, was arbeiten in Jiddisch. Nicht, dass ich will keinmal nicht oder habe keinmal nicht gemacht, interessante Episoden mit Menschen, was arbeiten professionell in Jiddisch, aber es ist auch mehr interessant zu reden mit dem Mensch. Auf Jiddisch wegen etwas, was hat gar nichts zu tun mit Jiddisch. Und das ist Tage der Sibbe, für was ich habe gemacht, ein feministischer Podcast auf Jiddisch, anstatt ein Podcast auf Jiddisch. Weil ich gewollt machen, ich habe gewollt haben etwas ein Thema, ein Guckwinkel, was ist anders, was wohl gekannt. Ich weiß nicht, die schmissen sollen dergleichen in andere Themen.
is ich habe geredet mit Fachmenschen, Menschen, was arbeiten in Kunst, Menschen, was arbeiten in ich weiß nicht was, in Musik, in Lehrer, in weiß nicht, geredet mit a Hebam, Sippe, und rund der Welt habe ich gekannt, euch interviewen Menschen, ich habe geredet mit a shares the plate in Deutschland, Menschen in Melbourne, das gewesen ganz schön euch in die alle Städte, wo ich habe die alle Plätze, wo ich habe gemacht, Reises habe ich gefunden, Jiddishisten mit wem zu reden. Und euch habe ich sich bekannt mit Menschen auf gesellschaftlicher Medien, was ich habe nicht gekannt von der dicke Welt. Eine Frau, was heißt Friedy Beagleisen, was hat eine größte Following auf Instagram. Sie ist chassidische Frau, aber nicht, ich weiß nicht, was ist ihre meiste Itster, aber sie ist immer gewesen chassidische, sie ist extra it noch als mit einem Fuß rein und einem Fuß raus. Es ist bestimmt interessante Menschen, was ich habe sich bekannt mit sie. Oder like, meine Liebste, was war das? Was ist ich habe vergessen das Wort, ein Engineer? Ja. Ja. So, weil, lassen wir reingehen tiefer zu der Frage von Yiddish, was hat zu tun mit feminism. Und lassen wir es fragen von der verkehrten Scheile. Von was hast du gemacht, die wenn machen Weiberteit darf kein Yiddish? Wir können machen auf Englisch, wir können, ja. Zu lieb dem, was ich der Mann früher, was ich bemerkt, dass Sachfrauen vielen sich haben nicht gefühlt, dass sie können nicht reden Yiddish, bis sie sind fließig. Und ich habe gewollt machen ein Modell von 2 Frauen oder mehr, was reden Yiddish zusammen, viele ob es nicht perfekt. So machen ein digitalischer Ort für Yiddish reden. Das ist gewesen vor der Pandemie, wenn jetzt ist alles kommt auf dem Internet, aber damals ist ein Podcast gewesen, ein bisschen mehr speziell, weil wir können reden mit Menschen in der Welt und machen etwas ein digitalischer Ort für sie. Ja, das ist nicht das Thema. Was kannst du sagen wegen der historische Beziehung von Frauen mit Yiddish? Wir wissen doch alle, wir geben einfach eine kleine Zweischures, wir wissen doch alle, dass der erste Buch, was ist geschrieben geworden durch eine jiddische Frau, ist gewesen in Yiddish, der Männeke Rivke. Wir wissen wegen Deutsch, von den Namen Weiberteit. Und ich will bei Ihnen fragen noch, was ist in Historie weiß man, dass es gewesen etwas. Efter kannst du reden ein bisschen auf die Historie an gegen eins. Und was hattest du dann eins in der, ja. Das ist so kompliziert, Leute. Ich meine, der jiddischistische Bewegung in der Vergangenheit ist gewesen ganz männerisch. In einem gewissen Sinne, der ganze Gedanke von ein Nationalism, was hat zu tun mit der Sprache und der Machen Jargon zu einer dicke Sprache. Es hat gehabt, das auch zu tun mit Frauen und Männern. Jiddisch ist gewesen weiberdisch und das heißt, es ist gewesen nicht illegitimate, nicht so gut wie andere Sprachen. Und der Jiddishism hat gewollt in einem gewissen Sinne machen, als Jiddisch soll sein weniger weiberdisch und therefore mehr männerisch. Und ich meine, es sagt heute nicht mehrste von die größere ideologische Jiddischisten in Europa und euch in Amerika in der Anheb von die 20. Jahrhundert sind gewesen Männer. Und ich meine, das hat gehabt eine Spur auf der Bewegung in Amerika. Ich habe gefunden in meiner Forschung wegen Jugendruf eine Sache. Ich meine, als Frauen in Jugendruf, und ich weiß, es ist eine Sache von Menschen, die sind gewesen in Jugendruf und jetzt in der Zoom, so ich will sein, fantastisch zu hören, was sie haben zu sagen wegen dem.
Feminism is gewesen a Thema bei sei, warte, was gewesen euch der Zeit von der späte Falle. Und ich meine es euch in die Boomer dort hat man bemerkt, als du etwas in der Yiddishism, was ist Verbindung mit Männlichkeit und man darf das beiden. Und man darf gefunden Öfen wie Frauen oder wie Feministin oder später wie queere Menschen, weil das ist euch ein Teil von der Geschichte, ja, die queer Jiddischkeit, die Sache Jiddischisten und euch in den letzten paar decades, wie sagt man? Doris. Jahrzehnlicher. Dank, jahrzehnliche seinen queer ist Menschen in etliche Doris haben bemerkt dieselbe Sache, als etwas mit Yiddish und Yiddishism hat zu tun mit Männlichkeit und als man darf gefunden öffnen zu sein Yiddishisten wie Frauen oder wie queere Menschen. Das ist auch Infos. Ich kann andere Fragen in Verbindung mit dem. Ja, mir persönlich ist es sehr, sehr interessant, weil ob ich verstehe gut, und verrecht mir, ob ich aber es ist eine interessante Mathe. Also in Unheib ist Jiddisch gewähne Sprache mehr für Frauen, ja, weil sie macht Weiberteit. Der erste jiddische Buch geschrieben, Bechlal, in allgemein, ist nicht in Hebräisch, nicht in gar nicht gesprochen, nur in Jiddisch. So, sie ist gewähne Sprache für Frauen, aber öfter ist es nicht gewähnt feministisch, es ist gewähnt von Frauen, weil das ist gewähnt der mehr schwache Sprache, aber ich weiß nicht, wie die Weiber haben geguckt auf dem, wie die Frauen haben geguckt allein auf Jiddisch einmal. Und von zweiter Seite sagt das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ja. Man hat Probleme gefunden, die Gedanken und Quäler von Frauen in der Vergangenheit. Ja, man hat weniger Akkorden wegen sei oder von sei. Entschuldigung, Nein, was von zweiter Seite sagst du, als wenn die jiddische Bewegung ist geworden gestellt, ist es gewesen mehr geführt durch Männer oder der Call von Männern ist mehr Arriber oder man probiert machen, als Männer sollen mehr schreiben. In Tage, das ist ein Fakt, also ich meine, noch bis ein Draufschreiber sind Männer. Ich weiß, dass ich dort Bücher von Schreiber, von Jiddisch, von der Onib, von der Bewegung, und der ganze Buch ist Männer. Wir können sehen, Kimat dort ist das Freu. Efter sie gewinnt, Freuen, efter sie haben nicht bekommen, genika Kohl, ja, sie sicher gewinnt, Freuen, was haben geschrieben auf Jiddisch. Und du sagst, dass ein Jahr später, oder ein paar Jahre später, kommen du und noch andere und probieren, viele früher, was sie gesagt, in die Jugendruf, wir probieren zurückgeben, der Kohl von den Freuen, was sie gewinnen einmal, von Anhieb. Ja, etwas so? Ja, und es ist nicht, also Männer haben geschafft von der jiddischistischen Bewegung oder die Zielen von Jiddishism dafür durch der Guckwinkel von Min. Aber ich meine, es ist eine Sache gewesen, unwissendig, not conscious. Ja. Aber es ist nicht mein Gedanke, es ist etwas, was existiert in der Forschung. Naomi Seidman hat geschrieben wegen dem Hebräisch wie eine männerische Sprache, Jiddisch wie eine weiberische Sprache und Jiddischisten haben das gewollt beiden. Ist aus der geöffnet Weiberteit. Und wenn du schmusst in Weiberteit, habst du, als gesagt hast, wegen jiddische Themen weniger, aber wegen feministische Themen, das ja, oder der Ätzem sagt, dass die da Weiber, was reden jiddisch, das ist schon. Es wendet sich auf der Mensch. Meine liebste Episoden sind mit Menschen, was einen Gerät zu reden, wegen ihrer persönlichen Leben. Und das ist schwer zu finden. Und ich meine, als zu machen einen feministischen Podcast darf nicht meinen, dass ich rede wegen der Feminism direkt, nur zu geben Frauen eine Call und zu lassen sie reden wegen was sie wollen reden. Und das kann sein, ihre Arbeit, es kann sein, ihre Sprache leben, es kann sein,
der Sexualität, der Kunst, es wendet sich auf der Mensch. Aber es ist ein komischer Paradox. Als größer, wie, als Weibertätig ist geworden größer, und als man hat verstanden, dass tausende Menschen hören sich zu jeder Episode, seien die Gäste gewesen weniger great zu reden wegen ihrer Lebens- und persönlicher Themen. Ich habe bemerkt, dass du gewesen etwas Korrelation zwischen wie groß es geworden und wie interessant es ist für mir. Es kann sein, dass für die Zuhörer ist es noch halt interessant, aber für mir ist es gewesen etwas ein Problem. Und ich habe euch verstanden, das ist euch gewesen bei mir ein Problem, ja. In Anhieb habe ich geredet mehr wie persönliche Sachen wie später, weil ich habe verstanden, dass Menschen hören sich zu und mein professionelles Leben hat sich gebeten, eine Sache in die Jahre, über die Jahre ist, ich kann das verstehen, weil das ist allein bei mir etwas Stile. Hast du interviewt hasidische Frauen? Ich habe gewollt, jedes Mal, was ich kenne sie, ich treffe sich mit hasidischen Frauen, es macht nicht so wo, viel in der Fliefeld, kein Yisrael, oder ich weiß nicht, auf der Unterbahn, probiere ich. Ich habe gebeten, ich habe gesagt, dass viele, sie kennen sein anonym. Es ist schwer, weil hasidische Frauen zu reden auf dem Internet und wegen Feminism oder mit etwas, was hat Scheiße zu der Feminism. Ich habe ja geredet mit Frauen, was seinen nicht, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären, ein Fuß rein, ein Fuß raus in der hasidischen Welt. Oder im ganzen Reis von derich. Und das ist allemal interessant, es ist euch wichtig für mich, dass die Zuhörer wollen hören, eine Sache Minim Yiddish, nicht nur Jivo Yiddish, das ist euch eine Hilfe, wenn ich rede mit Menschen, was sind aufgewachsen Hasidisch. Aber Halawai wollte ich gekannt reden mehr mit hasidischen Frauen. Lass mal schließen den Teil von der Schmuss wegen Feminism und mit darüber gehen mehr zu der Zoomer Camp. Aber vorher will ich dich fragen, was meinst du, was lässt du die Zukunft von jüdischen Frauen ist? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, als einmal bin ich traurig, was ich habe nicht der Zeit zu machen, weil Weibertätig so viel. Aber existieren noch halt die 61 Episoden und sind nicht der Sof. Ich weiß, dass ich will machen andere, weil ich habe Rekordierungen von anderen Interviewen, was sitzen auf dem Computer. Und ich weiß nicht, aber ich meine, als Weibertätig hat geholfen, jüngere Frauen fühlen sich great zu reden Jiddisch frei und zu haben weniger Meure, als man darf warten, bis etwas mythologische Moment, wenn wir das sein in ganzen fließig, also ich hoffe, das wird manchig sein, als wir wollen Herren mehr und mehr von Frauen, von queeren Menschen, von kolorei Menschen auf Jiddisch. Und ich weiß, als in die Jahren von 2016 an, bin ich nicht die einzige Freude, was hat angehoben, etwas ein jüdisch redliche Projekt. Das ist gut. Ich bin zufrieden und ich meine, das wird manchmal sein. Ja, und Dank dir. Ich weiß nicht, wie es mehr, aber ja. Ich hoffe, ich habe geholfen. Ja. So, lass mal reden ein bisschen wegen deinem Buch. Hast du schon erzählt ein bisschen, wie so bist du rein ein bisschen die Themen von Sommerlagern und ich verstehe, dass diese alte Liebschaft, was du hast zu Sommerlagern. Kannst du mir da erzählen, ein Wort oder zwei, wie so ist dir auf den Gedanken von dem Buch spezifisch? Und was ist gewesen was ist mehr spezifisch das Thema von dem Buch? Ja. Aha, ja. Ist das Buch hat angehoben die Sachbücher von jüngeren Forschern wie Doktorat. Ich habe allemal gehabt, etwas ein Interesse in der Geschichte von Kindern und Sennerling.
Gleich wie die Geschichte von Frauen ist es schwer zu schreiben, die Geschichte von Kinder befragt, aber euch Tannerling, weil man hat weniger Mekordem von sie oder wegen sie. Wegen sie haben mehr, aber von sie sehr wenig. Und ich habe lieb gehabt der Reusruf, the challenge, right? Reusruf, ja. Und euch der Guckwinkel, das Guckwinkel von sie. Wie ich habe gesagt früher, habe ich gemacht Forschungsprojekt wegen Jugendbewegungen zwischen Israel und Amerika. Ich habe in einem gewissen Sinne geprüft, ausmeiden der Thema von Zoomerlager, weil wenn ich habe angehört der Projekt, bin ich gewesen ganz jung. Ich meine, mit 10 Jahren weniger, nein, 7 Jahren zurück habe ich angehört meine Dissertation. 7, 8, etwas ist 1. Und ich habe gearbeitet in einer Zoomerlager, bis ich gewesen 22 oder 23. Ich bin jetzt 34. Damals bin ich gewesen, nennt zu meiner eigenen persönlichen Überlebung mit Zoomerlager, in einer Zoomerlager. Ich habe geprüft, ausmeiden, der Thema. Und ich meine, es war mein Baljoetke, ich weiß nicht, wer hat gesagt, ich meine, du willst bei MS schreiben wegen Zoomerlagerin. Du darfst nicht dich vorstellen, wie du willst nicht. Du willst, ja. Das ist sehr klar. Und sie ist gewinngerecht, weil Zoomerlagerin seien sehr gute Plätze zu studieren. Die ganze Sphäre von der Zoomerlager ist so immersiv in einem Öfen, was ist anders wie eine Schule oder Jugendbewegung, in welchen man geht zur Unternehmung öfter einmal eine Woche. Es ist 24 Stunden jeden Tag auf ein ganz Chodesh oder 2 Chodeshim. Und von der Guckwinkel von der Historikerin, was hat lieb die Geschichte von Jugend, ist das manchmal ein perfekte Thema. Ich meine, mein Interesse mit Yiddish ist schon gewesen. Und mein Baljoetke hat gemeint, dass es wollte gewesen, besser bloß zu schreiben wegen Camps Hemmschicht in Boybrook. Fokussieren auf die Yiddish Leidendicke oder Yiddish kulturelle, nicht Femis Leidendicke, Zoomerlagerland nach der Zweiten Weltkrieg, Kinder in Kinderland. Ich habe gemeint, als das wollte gewesen tun, weil ich habe bemerkt, dass die alle Forschung wegen Zoomerlagerin, was hat existiert damals, und nach alles bis mein Buch, BMS oder meine Artikeln, seien mehr oder weniger gewesen wegen ein Jugendbewegung mit der Zoomerlager, wegen ein Zoomerlager, nicht wegen sie wie ein Phänomen. Und ich meine, als Menschen, speziell Menschen, die sind gegangen zu einem Zoomerlager, in ein Zoomerlager, haben lieb zu trachten, als der Zoomerlager ist so speziell und man kann das nicht vergleichen mit kein anderer. Es pusht es so unique. Und wenn ich habe gesucht in Archiven, habe ich bemerkt, dass seinen nicht mehr so speziell. Nee, die seinen ja, warte, die Überlebungen, was man hat in der Zoomerlager, seien so wichtig und man fühlt, als sie seien sehr speziell und öfter in gewissen seinen sie ja. Aber wenn man guckt von Archiv zu Archiv, Papke zu Papke, sieht es zu tun eine Sache Ähnlichkeiten. Und ich habe gemeint, dass es eine bessere, als wir Jiddischist, was will weisen, als der Jiddischism hat existiert und Jiddisch hat existiert nach der Zweiten Weltkrieg in Amerika, ist es gewesen besser zu schreiben wegen die Yiddish, like not Jewish, Yiddish Zoomerlagerin, auf derselben Zeit wie die größere Hauptströmige Zoomerlagerin wie Camp Ramah, die conservative camps, die reformierte camps, die zionistische Zoomerlagerin. Und so ist es gewesen. So habe ich getan und ich hoffe, es Menschen
speziell die Menschen, was wissen nicht, also die Sommerlagers, was haben lieb gehabt Yiddish und fokussiert auf Yiddish, haben existiert nach der Zweiten Weltkrieg noch einmal, wollen sagen, oh, weißt du was, ich habe gemeint, dass jene Bewegung ist Nelam geworden, aber ich sage es nicht. Ja. Was sind denn die Sachen, was du getroffen? Ich will sein mehr spezifisch, als zugegleich die Campen eine zu der zweite, oder dass sie geben einen Überblick wegen der Phänomen? Ich habe gemacht mehr einen Überblick. Das ist das Buch. It's blurry, entschuldig. Und es hat 8 Kapitel und sie sind thematische Kapitel und ich fokussiere meistens von 45 bis 1980. Und die Themen haben mich gelost vergleichen die Sommerlagern, aber nicht in dem Öfen, wenn ich habe gesagt, Rama hat getan X und Asrui hat getan Y. Das ist nicht, wie ich habe das geschrieben. Ist, lemaschel, ich habe Kapitel wegen Zeitplanner, wie es mir hat organisiert Zeit in Sommerlager, weil das ist mamisch, es ist MS als Sommerlager in seinen Plätzen und Akademiker haben lieb zu reden wegen Space. Aber was ist mehr wichtig wie der Platz, weil die Plätze haben sich gebeten, Teil von diesen Sommerlagern haben seine Lieber von Platz zu Platz ganz oft und Teil nicht, aber Zeit ist wie so immer organisiert ein Sommerlager, wo man kann einstecken die Ideologien in jeder Schuh von der Tag. Ist das ist ein Kapitel. Ein Kapitel ist wegen Spielen. It's called Jews Playing Games. Und es hat zu tun mit Rollenspielen, immersive Rollenspiele, Simulations von jiddischer Geschichte und euch spielen in dem Sinne von Color War, Maccabia auf Hebräisch und die jiddische Sommerlager haben gehabt verschiedene Namen für dem. Und wie es immer hat genommen die Ideologie von der Sommerlager euch und euch appliziert sei in die wie es immer hat gespielt. Ein ganz Kapitel wegen Tisha B'Av und Ghetto Day in Camp Hamshech ist wie es immer hat memorialisiert dem Chorben und die Rolle, was der Chorben hat gespielt in die Sommerlagerin. Und das ist sehr interessante Kapitel, wenn man schafft von Vergleichen die Sommerlagerin, weil die jiddisch-kulturelle Sommerlagerin haben nicht beemes gewollt nicht feiern, that's the wrong word, mark or like kind of acknowledge Tisha B'Av, was is a religiöse Tag, aber sie haben gemacht ihre eigene Versions von etwas wie Tisha B'Av. Und man kann vergleichen sie mit die zionistischen Sommerlager oder der Roman, sehr interessant neu sind. Ein Kapitel wegen Sprach, wegen Jiddischism und Hebräism in Sommerlagern, ein Kapitel wegen Machtdynamik zwischen die Deuters und das ist ein Democratic Education, wie mir läuft das. Und ich meine, die meisten Menschen wollen verschiedene, wie sagt man, überhippens, die letzte thematische Kapitel, was ist wegen Sexualität und romantische Beziehungen in Sommerlager. Und wie es so der Pachid in der amerikanische Gehila legabe gemischte Chasanas hat gemacht eine Spur auf das Leben in Camp, dem Leben in Sommerlager. Ist also ist das Buch. Sehr schön. Auf den Spitzfinger, ja. Auf den Spitzfinger, ja. Ich war sehr stark zu lernen in dem Buch und als mir redet wegen dem, wo kann man das kriegen? Okay. Ich will schicken einen Link zu allem. Man kann das kriegen, wo man kauft Bücher in allgemein. Aber ich will nicht, dass Menschen sollen stützen Amazon. Ist
auf mein Webseite habe ich a Seite von einem Buch und man kann das kaufen von unabhängig Bücherkram in Cold Spring, New York. Mein Vater ist ein Geschäft und es heißt Split Rock Books und sie wollen das schicken zu euch. Man wohnt in Brooklyn, seinen zwei lokalische unabhängige Bücherkramen, was wollen das haben in dem Kram und man kann das kaufen für abnehmen, man kann das abnehmen von sie und gut von dem. Ja, es existiert auf dem Internet, man kann das euch gefunden von Stanford University Press. Ja. Kann das lernen digitalisch? Ja, es wird sein auf Kindle und es wird sein euch ein Audiobook. Was ist bei mir Mischige? Ich weiß nicht, der wird das lernen, aber das wird sein sehr interessant, weil es darf sein, was kennen, sagen jiddische Wörter und hebräische Wörter, aber euch mit einem Akzent von einem Amerikaner, weil euch Yisraeliker Akzent wird gewesen, nicht richtig. Das wird sein sehr interessant und actually ein bisschen komisch. Ich habe gefragt, sie ich kann helfen mit dem. Ich will nicht sein der Call. Ich meine, das ist eine professionelle Arbeit und ich will das nicht tun. Aber man will warten bis April, wird es ein Audiobook. Kannst du doch reinstellen den Link zu Weiberteit, also einer will sich einhören zu den 61 Kapiteln, wo sind dort? Ja, warte. Das ist der Episode Titel. Man darf nicht rumgucken. Und als wir alle reklamieren, will ich auch reklamieren die Yiddish Liga und sagen, als könnt zu kriegen in unser Journal auf den Schwell, könnt ihr werden ein Mitglied und könnt dort treffen. Ich lege alles rein in der Schmuskastel. Geht a Quetsch, nicht sehr teuer und es ist da, mir gibt da noch etwas Studenten. Ja, könnt ihr alles treffen dort. Und ich will zuendigen mit der Frage und dann muss ich mir rübergehen zu der Frage von der Eulen, weil wir haben nicht so Zeit. So will ich fragen, was arbeitest du? Was planierst du für die Zukunft? Ich führe an mit einem neuen Archiv in NYU. Was heißt der Archive the Archive of the American Jewish Left in the Digital Age ist wir machen ein Archiv von digitalische Makoiden von die letzten 15 Jahren von die verschiedenen linksgestimmte Bewegungen, was meistens seine ungefähr von Millennials. Das ist eine große Sache und ich hoffe, öfter zu schreiben wegen dem. Das wird öfter sein im zweiten Buch. Ich bin nicht sicher. Und ich lerne dort in euch und probiere zu haben mein Leben. Ja. Sehr schön. Wir warten für das Projekt. Sie wird sein digitalisch. Alles digitalisch. Zutritt wird sein digitalisch. Zutritt zu allem, ja. Nicht nur digitalische Materialien, auch wird sein. Ja. Alles wird sein auf dem Internet und alle wollen das können nutzen. Es wird sein auch ein großer Teil von Interviewen mit Aktivisten. Oral History ist, ich will nutzen die Mittel, was ich habe sich gelernt in Weiberteit für eine Arbeit, mit einer Arbeit. Gut. Es ist Dank, dass Sie erfahren sein und wir haben noch Fragen. Aber ich will noch vor dem sagen, also will sich einer noch einmal der Kapitel da mit Sofien, könnt ihr es treffen auf die jiddischlige Webseite, jiddischlige League for Yiddish.org und ihr könnt es auch treffen auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Sie wird darauf kommen, sie wird werden geschickt auch durch den Blitzpost. Es Dank, Sofia, nochmal rübergehen zu den Fragen. Ich sage, der erste ist Gittel. Guten Tag. So ist äußerst gewöhnlich interessant. Wir kennen sich schon von früher, aber es ist allemal gut zu hören noch einmal, was das ist. Zwischen den 64 Interviewanten sind gewesen echt mit meiner Schwester. Ja. Und das ist gesagt, dass jeder eine meint, dass sehr Überlebung im Simmerlager ist eigenartig, unikal. Ich bin zwischen die Menschen. Ich bin 11 Jahre lang gewesen eine Hemschachistke.
auf so weit, es ist mal so herangekrochen in die Beine, als bis ein handigen Tag habe ich noch als mein Hemd, ich habe es rausgenommen für 50 Jahre zurück. Aber es ist mamisch gewesen, der Simmerlager in allgemein, in dem Camp Hemschach. Ich bin nicht geworden kein Bundist, was ist gewesen, ein bundisches Simmerlager, aber es hat gespielt eine sehr wogige Rolle in man entwickeln sich wie ein Kind, wie ein Zehnerling, in noch in meinen erwachsenen Jahren. Es ist gewesen mamisch eine formative Überlebung. Also danke, dass Sie es geschrieben haben. Ja, ich muss sagen, als Hemschach ist geworden mein beliebstes Sommerlager, wie ich vorstellen. Ich wollte, man es damals nicht gedacht haben, beliebste, aber es ist wenn es gewesen, eine spezielle Platz. Ich kenne das vielen und die Alumni, die amolige Camper seien gewesen eine große Hilfe. Sie haben gewollt reden mit mir, gewollt mich geben Bilder. Ich will sagen, das meiste von den Bildern in dem Buch seien von Hemschach, seien 20 Bilder und erst 12 von sie seien von Hemschach, weil die Alumni haben mich geholfen. Also ich bin sehr dankbar für sie und ja, sehr gut. Das ist Debbie hat eine Frage. Ja, kannst du euch stimmen und fragen? Ich habe gesagt, Dank. Okay, ich rede jetzt von Jerusalem. Ich wohne in Medinas Israel 50 Jahre. Und mein Yiddish ist von Heim in Amerika. Aber mit 10 Jahren zurück bin ich gewesen in einem so wie ein jiddische Ulpan da in Jerusalem und jetzt wir haben einen Chug in Yiddish. Nicht gegen Hebräisch, aber Hebräisch und Yiddish und ich habe viel gelernt, ein bisschen Ladino. Das ist jiddische Sprache, man darf kennen jiddische Kultur. Und ich will sagen, als in dem Ulpan von 10 Jahren zurück, es ist gewesen etliche Talmidim, wo sie nicht fromm, im Ganzen nicht fromm, und im Ganzen nicht Zionisten, aber sie haben gesichert, derich zu sein Jiden. Sie haben jiddische Identität ist gewesen von Jiddisch Sprache und Kultur. Und ich meine, also heint mit unserer Regierung in Eretz Israel, was ich meine sehr schlecht, weil eine Sache mehr junge Jiden beschlossen zu lernen Jiddisch. Und das ist nicht eine gute Sibbe, aber es ist eine Sibbe, was ich kann verstanden. Ich hoffe, du bist gerecht. Das wird gewinn schön. Was ich sehe wie ein jüngerer Mensch, was hat gewohnt in Israel. Mein Mann ist in Israel Decker, ich bin sehr zugebunden in Israel nach Hals und habe eine Sache gewählt dort. Das meiste junge Menschen, was haben feind der Regierung planieren, etwas neu wegzugehen von der Medina und wollen ergens anderes. Aber ich wollte gewollt sein, optimistisch und das wird gewesen ganz schön, wenn mehr Israelen wollten, jüngere Israelen wollten gewollt sich verbinden mit Yiddish oder Ladino oder Judäo-Arabic oder was für eine Kultur oder eine Sprache soll man sein. Okay. Ich bin gegangen in Tel Yehuda, das 8 Jahre zurück, und ich habe schon verkauft das Buch, das du hast geschrieben. Das war ja. Gut, danke, Debbie. Noch eine Frage? Ja, ich sehe, als Ruti hat. Ist es Ruti? Ja. Ja, Ruti, guten Tag, allen. Ich bin gewesen ein Camper in Camp Kinderwelt. Hat ihr geschrieben wegen Kinderwelt? Ein bisschen, aber nicht, wir sind nicht gewesen als so viel Akkorden wegen Kinderwelt. Es ist eine Sache von diesen Sommerlagen, was ich gewollt studieren, besser haben gehabt, kleinere Archiven.
I feel in mein eigene Zoomerlager tell you who da hat sehr a klein archiv und der Fahrt ist a kleinem Archiv und der Fahrt ist wenig in einem Buch. Aber wie geht das? Hat gehabt eine große Haschbar auf mir, weil sie gewesen zionistische Camp und ein kulturelle Camp und sie haben reingebracht in Hebräisch und Jiddisch und eure Themen von Religion, like Tisha B'Av. Sie haben gehabt ein sehr schönes Programm beim Wasser und alle haben, ich gedenke, als Tisha B'Av, I mean, behind this hat gehabt eine schöne Haschbar auf mich. Und es gemacht, als alter Kind, zu verstehen, Tisha B'Av, ist gewesen interessant. Es ist nicht gewesen, sie haben gehabt Shabbos, aber es ist nicht gewesen ein religiöser, Camp, aber sie haben gehabt stark Shabbos und Lieder, und Sachmenschen, ja, wir alle, wie einmal wir reden mit einem oder anderen. Schön. Ja, Dank für das Eindaheim. Gut, Dank. Ich meine, dass wir schon über Zeit, ja, schon 8 Minuten. Also, keiner hat nicht ganz sehr wichtige Frage, weil wir schließen. Mit der sagen, Dank, Sophia, wie Sie kommen. Mit der 2 Wochen herum wird ihr können sehen das Programm auf YouTube, auf unserer Webseite. Dort könnt ihr fragen, weitere Fragen, Zikasches, Oivirot. Also Dank und seid gesehen. Dank euch. Danke.